Hallo und herzlich willkommen zu Anno 2070. Heute das letzte Mal nach Synchronisation. Gott sei Dank. Viel einfacher, wenn man alles in einmal macht, als wenn man hier etwas nachspricht, was man nicht mehr genau weiß, was man überhaupt tut. Und wenn es schon so lange her ist, sowieso nicht. So, wir haben das letzte Mal Frieden geschlossen mit dem Piraten und können jetzt hier Schiffe bauen. Und wir sind hier ein Schiff am Eskortieren mit unserem neuesten Kriegsschiff hier, der Vega. Die übrigens auch so tolle, wie sagt man den, abschicken kann. So Drohnen. Sieht echt klasse aus. Und hier wollen wir irgendwann auch mal diesen Flugzeugträger bauen. Aber ja, wie wir ja wissen, brauchen wir 59 von diesen Bewohnern. Dann, die haben wir eben gebaut, die Viper. Könnt ihr natürlich noch eine zweite bauen irgendwann dann. Jetzt haben wir noch zu wenig Material. Die Waffen sind uns wahrscheinlich auch ausgegangen. Und jetzt die Hoverboards, die könnten wir jetzt eigentlich noch dazu schicken. Da haben wir ein Schiff runtergeschickt mit Materialien, denn wir wollen nun auch Gemüse hier unten anbauen. Haben wir extra noch ein Häuschen gemacht hier, damit wir auch das Gemüsezeugs da, das Sushi, wie das ist, damit wir von dem endlich mal genug haben. Weil das ist so ziemlich das, was Mangelware ist bei uns. Keine Ahnung wieso, weil wir haben da eine Insel, die das macht und Reis haben wir auch genug, aber irgendwie geht das einfach nicht. Und hier müssen wir weiterhin natürlich für Energie sorgen und natürlich auch für dieses Eco-Zeugs-Dingens. Auch hier dürfen wir dann nicht die blauen Linien überschreiten. Aber so gut wie es geht, natürlich auch an Rande der Karte, damit wir da noch ein bisschen was davon abkriegen, da ein paar Prozent. Und das eine Ziel ist es eigentlich auf 5 runterzubringen, glaube ich, auf Plus. Die Eco-Bilanz. Aber ich glaube, das schaffen wir überhaupt gar nicht, weil wir haben so viele Industrie auf dieser Insel, dass wir den Ausgleich hier gar nicht hinkriegen. Auch wenn wir noch so viele von diesen Teilers hier aufstellen, die dürfen wir sowieso nur dort aufstellen, wo sie nicht kreuzen. Und so wird das nicht. Naja, ich habe es hier trotzdem mal versucht und habe geschaut, aber ich konnte machen, was willst. Ich kam glaub ziemlich nahe ran, aber ja, ganz so nah wie ich muss rankommen. Habe ich natürlich nicht geschafft, leider. Nur was soll's, diese Ziele sind auch da, um nicht erfüllt zu werden. Muss ja nicht immer jedes Ziel erfüllt werden, was soll's. Sollten wir besser mit den schlauen Sachen weiterbauen. Ansonsten haben wir hier vielleicht noch, ja genau, habe ich hier noch eins hingestellt. Ja, so am Rand sollte man immer ausnutzen, so wenn es ins Meer hinausgeht, das ist Platz, den wir so gut ausnutzen können. So, aber wirklich, wir können machen, was wir wollen, wir schaffen es halt leider einfach nicht bis dahin, wo wir es brauchen. Auch wenn wir jetzt hier auch noch eins hinstellen, schlussendlich, ja, weiß ich es, dass wir es nicht schaffen, leider. Jetzt wirklich überall nur noch 40% und wegen 40% möchte ich da nichts aufstellen. Es muss schon mindestens 80 haben. 50, 62. Okay, dann bauen wir hier noch eins und da haben wir jetzt schon eins. Da haben wir wirklich schon den ganzen Platz ausgenutzt. Ah, gut. Ach ja, Schiffe eskortiert. Mit unserem großen, mit der Vega, sammeln wir jetzt hier das Beweisgut ein und schicken das Schiff nach unten und unsere Kriegsflotte schicken wir wieder zu unserem Hafen. So, genau. Und da haben wir noch ein Handelsschiff, was wir gestoppt haben anscheinend. Wird schnell weitergemacht. Gut. Jetzt, was machen wir als nächstes? Wie gesagt, dieses Ziel können wir einfach nicht erreichen. Coolio, begreifst endlich, das geht nicht. Achtung, Ich weiß nicht genau, wenn das ich endlich Produktionsstillstand. schnalle, dass das nicht funktioniert. Jo. Ja, genau. Da mitten rein vielleicht noch eins. Jetzt habe ich sowieso zu wenig Ressourcen. Geht ja sowieso nicht. Gut. Was natürlich auch noch eine Möglichkeit sind die Industrien zu stoppen, denn die verbrauchen ja dieses Dings. Aber eine große Veränderung eben habe ich da nicht bemerkt. Oder bemerke ich nicht, wenn ich hier stoppe. Tut sich rein gar nichts.
Ich weiß nicht, wie lange das geht, bis es endlich sich wieder erholt. Außerdem kann ich es gar nicht stoppen, denn wir brauchen das Zeugs. Wäre nicht so schlau. Jo. Gut, setzen wir in Zukunft auf erneuerbare Energien und sparen ein bisschen ein in der Umweltverschmutzung. Indem wir gleich noch einen zweiten Eisenschmelze bauen. Ja, super. Wieso? Ist ja wurscht. Die schläft nämlich dort und die lassen wir ran, wenn wir zu wenig Ressourcen haben. So. Jetzt da können wir einfach ausladen, dass wir... Ne, können wir nicht. Das Lager ist voll, aber wir wollten ja hier Gemüse anbauen. Das Gemüse ist hier, da das Gemüsezeugs, und zwar da Gemüse. Einerseits natürlich hier so einfach rundherum um das Gebäude. 2, 3 und noch eins 4. So, und jetzt überall vielleicht zuerst die Straße bauen. Ja, schon wieder ein Auftrag, okay. Ich bin noch in Stress mit der. Sie müssen noch einiges über Loyalität lernen. Da zuerst die Straßen bauen. So, sei ruhig da oben. Ich weiß, ich bin halt ein Grüner. Ich möchte da nicht mit dir verhandeln. So. 5 Felder können wir hier machen. Dann haben wir 100%. So. Und hier auch wieder 5 drehen, abdrehen. So, genau. 2, 3, 4, 5. Passt ja wie angegossen. Und dann hier wieder 5, 1, so. Irgendwie so, dass es am besten ist, irgendwie möglichst platzsparend, damit wir noch andere hinbauen können und die dann auch noch Platz haben. Und da Ausrufezeichen schon, weil es kein Feld hat, bekommst du dein Feld schon. 3, 4 und 5. Tipptopp. Jetzt haben wir hier Gemüse und das können wir dann natürlich auch hier unsere Handelsroute hinzufügen. Nicht nur Tee und Fisch, sondern jetzt auch Gemüse. So, Gemüse. Und dann laden wir das hier natürlich ein. Im Moment haben wir über ein Schiff, können wir noch ein zweites hinzufügen. Wobei ich muss schauen, ob es Platz hat. Hat Platz. Wir haben ein großes Handelsschiff, hat 5 Platz, glaube ich, oder 4. Und hier ausladen. So. Gut. Dann theoretisch können wir das auch noch bei der großen Handelsroute machen, die große Reise macht. Aber ich glaube, das Schiff hat einfach keinen Platz dort. Das haben wir ja vorhin schon, glaube ich, schon ziemlich ausgefüllt. So, hier versuchen wir es noch einmal. Aber wir schaffen es einfach wirklich nicht, die Eco-Bilanz in den normal grünen Bereich zu bringen. Ja nun, ich würde sagen, ich gebe es auf. Scheiß auf diese Aufgabe. Haben wir sie halt nicht erledigt. Muss ja nicht immer alles erledigt werden. Also, scheiß drauf. Lass es, Coolio, lass es. Bringt doch nichts. Bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Ja, das hat jetzt wirklich nichts gebracht. Egal. Ein bisschen Ressourcen verpuffen, ne? Was soll's. Weil, wie gesagt, schlussendlich bringt's nichts. Scheiß auf diese Aufgabe. Scheiß auf die Ökobilanz. Bin ich zwar ein Grüner und mache die Aufgaben der Grünen und habe die Häuser der Grünen, aber ich schaff's nicht einmal, die Ökobilanz im Grünen zu halten. Schlecht, einfach nur schlecht, würde ich mal sagen. Ich glaube, die feuert mich irgendwann mal. Kann das nicht mit ansehen da. Wie ich da die ganze Zeit suche und suche nach Möglichkeiten, die Ökobilanz zu steigern. Wenn wir eine weitere Zivilisationsstufe erreichen, oder bei der nächsten Zivilisationsstufe, gibt es, glaube ich, wieder was Neues. Aber für das brauchen wir, glaube ich, auch 950 dieser Arbeiter. Und solange wir die nicht haben, ja. So, jetzt müssen wir hier die Flotte angreifen. Machen wir doch natürlich gerne. Die befindet sich, da ist noch ein Kriegsschiff, befindet sich am linken Bildrand. Hier verkaufen wir rasch das Pesto-Zeugs, denn das brauchen wir gar nicht. Und jetzt schmeißen wir uns hier ran natürlich und die haben wir auch gleich mitgeschickt. Die anderen Schiffe sind ein bisschen langsamer. Jo. Und hier noch mein Versuch. Da haben wir halt hier auch noch eins.
Immer noch nicht genug. Noch eins. Immer noch nicht genug. Ich glaube, die reiße ich alle wieder ab. Ich sehe es jetzt schon. Die versperren mir nur den Weg für den Platz für irgendwas Besseres. Jo, das Zeug läuft alles. Mal passieren, aber wie gesagt, es gibt da gar keine große Veränderung. Oder vielleicht kommt die Veränderung erst, keine Ahnung wann. Viel zu spät. So, jetzt greifen wir die doch an hier. Unser großes Kriegsschiff kommt hier natürlich auch. Und dann beobachten wir uns mal diesen Kampf. Unsere Hoverboards da. Wow, das sind große Kriegsschiffe, ne? Ist das eins von uns? Nö, das ist das Kopfgeldschiff. So, eins versenkt. Das ist auch feindliches Schiff. Wo sind die anderen zwei Kriegsschiffe? Kommen die noch? Sind ein bisschen langsamer. Da kommen sie, ja genau. So, jetzt schauen wir hier schön zu, wie die sich gegenseitig bekämpfen. Das Kriegsschiff fährt natürlich vorbei und tschüss. Und da kommt das zweite. So, jetzt alle auf die, ne? Und das große geht dann mal auf das da. So, jetzt können ja alle auf das. Es ist ja gesunken. So. Hier schön in der Postkartenansicht. Sieht schon nice aus hier im neuen, ne? Diese modernen Seekämpfe. Ich freue mich schon auf die Flugzeuge. Das wird sicher noch interessant. Das möchte ich schon noch erreichen, diese Flugzeuge, Flughafen. Vielleicht kann man dann noch über Luftzeugs transportieren, wäre natürlich auch noch interessant. Anstatt nur immer über Schiffe. So, jetzt greifen wir das nächste Mal an und ist versunken. Gut, jetzt mit dem Schiff sammeln wir das Zeugs wieder ein. Und dann schicke ich das nach unten und das große Kriegsschiff und das kleine da müssen hier in die Reparatur, wie es aussieht. Hat es doch ein bisschen erwischt jetzt unser neues Schiff. Er trägt halt doch nicht ganz alles, ne? Gut. Was kann ich für Sie tun? Das ist unsere schöne Arche. Wann können wir eigentlich die Unterseeboote bauen? Das würde mich auch noch interessieren. Da mussten wahrscheinlich unsere Forscher da müssten da ein bisschen aufsteigen. Von denen haben wir erst 50. Können wir dann auch noch später dann uns um das Dörfchen da vorne kümmern. So, das die Waffen, ne? Wollten wir noch mehr machen. Und diese Communicator hier müssten eigentlich auch jetzt langsam laufen, denn auch hier haben wir wieder eine Menge gebaut. So, jetzt baue ich halt doch noch hier. Was baue ich denn hier jetzt? Aha. Für was? Es reicht so oder so nicht. Wie viel sind wir jetzt? Minus 26. Ich kann es gar nicht lesen. Ah, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Gut. Das ist ein Schiff von uns. Was machen das da unten? Nee, ist nicht von uns, oder? Oder doch? Boah, das sieht ja geil aus bei der. Alles so grün und fruchtig. Wow, das sieht ja bei uns gerade ziemlich schlimm aus. Obwohl wir auch den grünen Zweig, genommen haben. Ja, nu. So kann es halt auch kommen. Da sieht man irgendwie Smog oder so. Ah, bei uns sieht es auf alle Fälle ziemlich dreckig aus. Vielleicht ändert sich ja das mal noch. Mit ein bisschen Bäumen. Ja, mal sehen. Baue ich halt noch eine Wetterstation. Das bringt doch alles nichts. Jetzt habe ich schon die Meldung, dass die Ökobilanz sich stabilisiert. Immerhin ein gutes Zeichen, aber das Ziel ist einfach zu krass. Gut. Da kann ich auch schauen, wie viel das Zeugs alles verbraucht. Was ich denn am besten anhalten müsste, damit wir eine bessere Ökobilanz haben. Verbraucht eigentlich... einfach die Industrie verbraucht extrem viel, da sehen wir das. Ja, da das Zeugs da, was wir vorrätig haben, könnten wir eigentlich auch anhalten.
könnten wir. Das Problem ist einfach, dass wenn ich es vergiss... Aha, ja, Glas. Können wir sowieso anhalten. Wir produzieren ja kein Glas mehr. Wir haben ja genug. Halten wir das Zeugs mal an. Und dann die eine Mine, die haben wir glaube ich schon angehalten, ne? Braucht es nicht mehr. Wir haben wenigstens das noch, aber das hilft auch nicht viel weiter. Denn das Zeugs, was wir hier haben, verbraucht natürlich extrem viel. Aber sieht aus, als ob das langsam in den grünen Bereich kommt mit diesen Kommunikatoren da, den Elektronik. Ja, haben wir auch ziemlich viel jetzt gebaut da. Es kommen plötzlich überall Ausrufezeichen. Was ist denn hier los? Egal, ich lasse es glaube ich da. Lifestyle sieht besser als vorhin. Das Essen immer noch nicht ganz. Ja, das könnte jetzt langsam in die Gänge kommen, wenn das Gemüse jetzt schön immer schön herangeliefert wird. Ansonsten läuft es eigentlich alles gut. Den Tee ja glaube ich auch da. Den Tee ist wieder in Ordnung. Hier das Gemüsezeugs wird eigentlich auch schön produziert. Reis habe ich jetzt nicht mehr. Vorher hatte ich noch ziemlich viel Reis im Lager. Jetzt eher Gemüse. Das heißt, auch Reis müssten wir vielleicht anbauen. Gehen wir auf diese Insel. Und sagt mein Bruder Scorpio auch immer. Gehen wir auf diese Insel. Ja, ist ja okay. Und dann bauen wir hier dann zusätzlich Nur ein Scherz. vielleicht noch schauen, was der eigentlich alles so zu verkaufen hat hier. Was für schlaues Zeug. Meistens bei Anno 14.0 war das eigentlich der Verkäufer für Kriegsware. Solange wir keinen Krieg führen, brauchen wir das nicht. Tut mir leid. So, jetzt wollten wir da unten, eigentlich... Oh. Wo bin ich denn hier? Ah, da, unsere Insel. Haben wir auch schon lange nicht mehr vorbeigeschaut. Da könnten wir in der nächsten Aufnahme, mache ich da bestimmt auch mal wieder ein bisschen weiter Unterwasserwelt und unserem Forschungsdörfchen da. Unbedingt auch wieder ein bisschen weitermachen. Damit wir natürlich voranschreiten. Ich möchte gewisse Ziele erreichen, ich möchte gewisse Einwohner erreichen. Ich denke, so kommt das ziemlich gut, wenn ich da parallel alles ein bisschen nach vorantreibe. Ist gar nicht mal so einfach hier in diesem neuen Anno, da es wirklich so viele verschiedene Seiten gibt im Spiel, da das rein das mit der grünen Seite und der anderen mit den verschiedenen Nachbarn da, der Pirat, der ewig stresst, da diese Missionen und dann sollte man unter Wasser auch noch weiterkommen. Ich muss sagen, ist wirklich nicht leicht hier den Überblick zu halten in diesem Anno 2070. Dann möchte ich nur noch schauen, dass wir da die letzte große Insel nicht weggeschnappt wird. Und dazu denke ich, nehme ich hier mal ein Schiff, belade das natürlich mit den Gütern, die es braucht. Bisschen Bauzellen und ein bisschen Bohrmaschinen, Werkzeug. Und dann fahre ich jetzt mit dem Kriegsschiff. Holz hat leider keinen Platz. Fahre ich jetzt mit dem Kriegsschiff hier hin. Zu der letzten großen Insel, die noch unbewohnt ist. Die hat nämlich auch schöne Sachen hier. Gemüse, Weizen, Wein. Ja, genau, Wein ist da noch. Dann bevölkern wir nämlich, schauen wir, dass wir diese Insel noch besiedeln. Und dann haben wir sicher drei große Inseln. Unten links weiß ich gar nicht, die kriegen wir wahrscheinlich nicht, ne? Aber bei Anno 14.0 war es so, dass die Chance relativ klein war, dass dir eine Insel weggenommen wird. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal natürlich neue Aufnahme, wieder ganz live, nicht so wie jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.